aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenwissen und Richtigstellungen, Mythen, Märchen, Missverständnisse. Der Burgenmeister räumt auf. Herzlich willkommen und hereinspaziert in die Burgkammer. Heute lüften wir einige Geheimnisse rund um die Welt der Burgen und räumen gleichzeitig mit einigen Mythen auf, die sich hartnäckig halten als so mancher Burgturm im Dreißigjährigen Krieg. Ob Burg oder Schloss, das wird gerne mal verwechselt, was früher Hand und Fuß hatte. Was ist überhaupt ein Bergfried? Ein Ort, wo man Picknick macht? Und dann wäre da noch die gute alte Motte, von der in mittelalterlichen Quellen so gar nichts zu finden ist, aber auf Hobbyführungen im Prinzip ständig erwähnt wird. In diesem Video wird es also nicht um Drachen und Jungfrauen im Turm gehen, sondern um Begriffe, echte Quellen und manchmal auch etwas Missverständliches. Aber keine Sorge, ich erkläre es genau so, dass man auch ohne Geschichtsstudium den Überblick behält. Also, Helm aufgesetzt, ab durch den Zwinger, ab durch das Burgtor, willkommen bei Burgenwissen mit dem Burgenmeister. Viel Spaß und ein bisschen Klugscheißerei ist natürlich auch dabei. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass rund um das Thema Burgen häufig Begriffe ungenau dargestellt werden oder falsch interpretiert werden. In diesem Video möchte ich nun einige Irrtümer aufgreifen und richtigstellen. Erstens. Burg oder Schloss, der große Irrtum, was die Quellen wirklich sagen. Schauen wir uns erstmal ein Video an. Was ich im Geschichtsunterricht lieber gelernt hätte, anstatt mich mit Integralen zu quälen? Den wahren Unterschied zwischen Burg und Schloss. Im Mittelalter war erstmal alles eine Burg, eine Festung zum Schutz. Stellt euch vor, dicke Steinmauern, tiefe Wassergräben und Ritter, die das Reich verteidigen, wie die Zitadelle Spandau, nur älter. Aber Schloss? Dieses Wort gab's bis ins 17. Jahrhundert gar nicht. Was hat sich also geändert? Nun, als die Gefahr von Angriffen abnahm, fingen die Reichen an, luxuriöse Häuser zu bauen. Mehr zum Angeben und für mehr Komfort. Und da kommt das Schloss ins Spiel. Eher Palast als Festung, ganz im Zeichen von Status und Stil. Denkt an Schloss Charlottenburg. Prunk und Protz, kein Vergleich mit der Burg Rabenstein. Gab's weiß. Also, wenn ihr das nächste Mal Burg und Schloss verwechselt, denkt dran, Burg für Schlachten, Schloss für Schickimicki. Schönes Video, aber stimmt das überhaupt so? Schauen wir auf die Quellen. Ein klassisches Beispiel für eine weit verbreitete, aber historisch unzutreffende Interpretation betrifft die Unterscheidung zwischen Burg und Schloss. Häufig hört man die Behauptung, den Begriff Schloss habe es im Mittelalter nicht gegeben. Diese Aussage ist jedoch nachweislich falsch. Bereits im Hoch- und Spätmittelalter, also zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert, finden sich in zahlreichen Urkunden die Bezeichnungen Burg, Feste und Schloss. Sie werden dort oftmals synonym für ein und dasselbe Bauwerk verwendet. Ein besonderes eindrucksvolles Beispiel liefert das böhmische Saalbüchlein von Kaiser Karl IV., in dem die Begriffe Burg und Schloss nebeneinander für dieselben Anlagen verwendet werden. Hier ein Quellenzitat. Das Schloss zu Karlstein, item die festen Schlösser zu Türklitz, zu Tachau, zu Altbunslau. Auszug aus der böhmischen Landtafel um 1366. Wie man erkennt, werden Begriffe wie Feste und Schloss dort ohne klare Trennung nebeneinander verwendet. Noch eine Quelle zur Begrifflichkeit Burg und Schloss.
Noch im Spätmittelalter und selbst in der frühen Neuzeit wurden die Begriffe Burg und Schloss vielfach gleichbedeutend verwendet. Eine klare Trennung im Sinne eines Wehrbaus gegenüber einem Wohnbau setzte sich erst in späterer Zeit durch. Heino Kunzmann, Mensch und Burg. Es zeigt sich also deutlich: Der heutige verbreitete Begriff Schloss im Sinne eines reinen Repräsentationsbaus ist keineswegs eine Erfindung der Neuzeit. Erst mit dem Übergang zur Renaissance beginnt sich der Bedeutungsinhalt zu verschieben. Das Schloss wird zunehmend als herrschaftlicher Wohnbau verstanden, während die Burg als rein wehrhafte Anlage wahrgenommen wird. Diese semantische Trennung ist ein Produkt der Neuzeit, nicht des Mittelalters. Zweitens, der Begriff Bergfried. Ein Begriff zwischen Mythos und Realität. Schauen wir uns hierzu auch erstmal wieder ein Video an. Warum reden nicht mehr Leute über den Bergfried in mittelalterlichen Burgen? Das ist doch faszinierend. Der Bergfried, auch Hauptturm genannt, war die Festung und der letzte Verteidigungsposten in mittelalterlichen Burgen. Fast jede Burg hatte einen, und er war oft das höchste und am stärksten befestigte Gebäude. Die unteren Stockwerke des Bergfrieds wurden manchmal als finstere Verliese benutzt. Ganz schön gruselig, oder? Aber es war nicht alles düster und trostlos. Die oberen Stockwerke dienten dem Burgherrn und seiner Familie als Wohnräume und boten Sicherheit und einen strategischen Aussichtspunkt. Man kann sich das vorstellen wie den Fernsehturm in Berlin, nur im Mittelalter. Stellt euch vor, ihr seid der Burgherr. Oben im Bergfried. Von dort aus konntet ihr alles überblicken, wie ein mittelalterlicher Berliner Bär, der über seine Stadt wacht. Also, wenn ihr das nächste Mal eine mittelalterliche Burg seht, denkt daran: Der Bergfried war das Herz, das sie am Leben hielt. Ein bisschen wie die Currywurst für Berlin. Unverzichtbar. Wieder ein schönes, skurriles Video. Aber schauen wir mal auf die Fakten oder auf die Quellen. Was ist denn wirklich dieser Bergfried? Ein weiterer Begriff, der häufig missverstanden oder pauschal verwendet wird, ist der sogenannte Bergfried. Gemeinhin gilt er als der Hauptturm einer Burg. Mächtig, wehrhaft, sichtbar. Doch historisch betrachtet ist diese Deutung in vielen Fällen zu kurz gegriffen. Bereits im Frühmittelalter finden wir den Begriff Bergfried im Althochdeutschen. Nicht ausschließlich als Bezeichnung für einen Wehrturm, sondern im Zusammenhang mit festen Häusern, also Wohnbauten mit besonderem Schutzcharakter. Der Bergfried war damit zunächst kein Symbol der Wehrhaftigkeit, sondern des Wohnens und Herrschens. Er bezeichnet das zentrale, feste Gebäude einer Anlage, häufig den Wohnturm. Hierzu ein Quellenzitat. Der Ausdruck Bergfried war im Frühmittelalter nicht exklusiv auf den Hauptturm einer Burg beschränkt. Er bezeichnet das befestigte Haus, das dem Schutz und der Repräsentation des Herrschers diente. Stefan Petzold, Die deutschen Burgen des Mittelalters. Auch in Ortsnamen und Flurnamen finden wir heute noch Bergfried, als Relikt, obwohl dort nie eine klassische ausgebaute Burg stand. Oft handelt es sich hierbei um befestigte Hofanlagen oder einfache Turmhügelburgen, sogenannten Motten, deren zentraler Turm als Bergfried verstanden wurde. Mit dem verstärkten Burgenbau im 12. Jahrhundert beginnt der Bau der heute bekannten hohen, meist runden, quadratischen oder auch rechteckigen Türme, die oft rückblickend als Bergfriede bezeichnet werden. Doch viele davon wurden erst im 14. Jahrhundert errichtet, also lange nach der Entstehung der eigentlichen Burganlage. Hier ein schönes Beispiel, die Burg Trausnitz im Tal, deren Bergfried erst am Anfang des 14. Jahrhunderts entstanden ist, während die ursprüngliche Burg bereits lange Zeit bestanden hat. Kommen wir zur Deutung des Bergfrieds. Hierzu nochmal 2 Quellenzitate. Die meisten der heutigen sogenannten Bergfriede entstanden nicht zeitgleich mit der Burganlage, sondern wurden in späteren Bauphasen ergänzt.
Ihre Funktion war oft mehr symbolisch als militärisch. Friedrich Wilhelm Krahe, Burgen des deutschen Mittelalters. Der Bergfried war nicht notwendig Bestandteil der Ursprungsburg. Häufig wurde er erst in einem späteren Ausbau hinzugefügt, vor allem in der Zeit ab dem 13. Jahrhundert, als Zeichen der Wehrhaftigkeit und Repräsentation. Helmo Kunstmann, Burgen der südwestlichen fränkischen Schweiz. Ebenda, nicht alle Burgen verfügen über einen Bergfried. In vielen Fällen wurde die Hauptsicherung durch den Gesamtgrundriss der Anlage und die Ringmauer geleistet. Demnach kann man festhalten: Der Begriff Bergfried hat sich über die Jahrhunderte gewandelt. Er war ursprünglich kein reiner Wehrturm, sondern ein Wohnturm, ein Wohnbau, ein Symbol der Herrschaft und Sicherheit. Erst später wurde er zum weithin sichtbaren Symbol mittelalterlicher Burgen stilisiert. Drittens. Die Motte oder der Turmhügel? Eine Merkwürdigkeit moderner Burgenforschung. Auch hierzu erstmal ein Video. Macht euch bereit, alles in Frage zu stellen, was ihr über frühe Burgen zu wissen glaubt. Stellt euch vor, hoch aufragende Motten und gewaltige Ringwälle. Uns wurde gesagt, sie seien die Vorfahren der modernen Burgen. Aber was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass die Begriffe Motten und Ringwälle eine Erfindung des 19. Jahrhunderts sind? Die Historiker damals waren eifrig dabei, die Vergangenheit zu kategorisieren und packten die Dinge manchmal in ordentliche kleine Kästchen, die nicht wirklich passten. Obwohl diese Strukturen existierten, ist das romantisierte Bild von ihnen als Blaupause für alle Burgen etwas irreführend. Denken Sie an die vielen Wallanlagen hier in der Gegend um Frankfurt wie den Römerberg. Die waren doch nicht alle gleich. In Wirklichkeit waren mittelalterliche Befestigungsanlagen viel vielfältiger und komplexer. Die frühen Motten und Ringwälle waren wahrscheinlich nur eine von vielen Möglichkeiten, wie die Menschen ihre Häuser und Ländereien schützten. Man denke nur an die Kaiserpfalz in Frankfurt, die eine ganz andere Entwicklungsgeschichte hat. Wenn ihr also das nächste Mal etwas über die edlen Ursprünge von Burgen hört, denkt daran. Geschichte ist oft komplizierter und faszinierender, als es scheint. Es ist wie mit den Frankfurter Würstchen. Jeder behauptet, das Originalrezept zu haben, aber die Wahrheit ist vielschichtiger. Grabt tiefer und ihr werdet vielleicht mehr als nur Mythen ausgraben. Danke fürs Zuschauen. Also, schauen wir uns die Motten mal genauer an, beziehungsweise auch die Turmhügel. Sind die in der Geschichte und in den Quellen wirklich so vorhanden? In der heutigen Burgenforschung, der Archäologie und auch der Denkmalpflege ist es gang und gäbe, bei kleineren, meist auf künstlich aufgeschütteten Erdhügeln errichteten Burganlagen von Motte, Turmhügelburg oder schlicht Turmhügel zu sprechen. Doch ein Blick in die historischen Quellen offenbart Erstaunliches. Diese Begriffe sind nicht mittelalterlich. In keiner einzigen mittelalterlichen Urkunde oder zeitgenössischen Quelle findet sich der Begriff Motte. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine Terminologie der Burgenforschung des 19. Jahrhunderts. Besonders der Archäologe Karl Schuchart prägte durch seine Forschungen an Erdwerken in Niedersachsen und im Elsass den Begriff der Turmhügelburg. Ein Quellenzitat. Die Bezeichnung Turmhügelburg verdanken wir Karl Schuchart, der sie im ausgehenden 19. Jahrhundert zur Unterscheidung gegenüber den steinernen Höhenburgen einführte. Friedrich Wilhelm Krahe, Burgen des deutschen Mittelalters. Die mittelalterlichen Quellen selbst sprechen jedoch ganz anders. Dort begegnen uns die Begriffe wie Wal oder Wale, was auf eine erhöhte Lage oder ein befestigtes Terrain verweist. Ebenso findet sich der schlichte Begriff Ansitz, also der Ort, an dem ein Herr oder ein Mitglied des niederen Adels saß, oft versehen mit einem Wohnturm oder einem festen Haus. Quellenzitat: Item, der Edelherr Hans von Hohenwalde hat gesessen auf dem Wale zu Steffenstein. Diese Ausdrucksweise verweist weniger auf die technische Form eines Erdhügels, sondern vielmehr auf die sozialtopografische Bedeutung des Ortes. Der Begriff Wal bezeichnet somit das befestigte Gehöft, den Ansitz, unabhängig davon, ob dieser auf einem künstlich aufgestützten Turmhügel
oder einem natürlichen Sporn lag. In der heutigen Sprache ist der Begriff Motte allerdings ein aus der französischen Burgenforschung übernommener Fachterminismus, abgeleitet von Motte feudale, was so viel wie feudaler Hügel bedeutet. Auch wenn er sich durchgesetzt hat, sollten wir uns bewusst sein, dass er keine Entsprechung im mittelalterlichen Sprachgebrauch des deutschsprachigen Raumes hat. Hierzu 2 Quellenzitate. Die Bezeichnung Turmhügelburg oder Motte ist ein moderner Terminismus. In den Quellen des Mittelalters selbst findet sich diese Begrifflichkeit nicht. Helmer Kunstmann, Burgen der nordöstlichen fränkischen Schweiz. Ebenda, der sogenannte Turmhügel, war vielfach nur ein bescheidener Ansitz aus Erdwerk geformt und mit einem einfachen Wohnbau, nicht zwingend mit Wehrfunktion. Merken wir. Daher ist es aus wissenschaftlicher Sicht angemessen, bei der Beschreibung solcher Anlagen nicht von Motte, sondern von einem frühmittelalterlichen Ansitz auf einem Wal oder einem Burgstall mit Wohnturm zu sprechen. Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Doppelturmhügelburgen zu Oberweißenbrunn in Unterfranken. Die sind schon etwas Besonderes, besonders ausgearbeitet und nebeneinander gelegen. Aber nennen wir sie jetzt Turmhügelburgen, Motten oder doch Wale? 4. Die Burg- oder Schlossführung zwischen Faszination und Fiktion. Dazu auch erstmal ein Video. Seid ihr neugierig auf die verrückte Welt der mittelalterlichen Burgen? Lasst uns das Seltsame und Wunderbare erkunden. Willkommen zu unserer mittelalterlichen Burgführung. Habt ihr euch jemals gefragt, warum die so viel gekämpft haben? Stellt euch vor, den ganzen Tag Wein zu trinken, weil das Wasser, sagen wir mal, fragwürdig war. Etwa so fragwürdig wie der Apfelwein im letzten Sachsenhäuser Kneipenbummel. Und diese Kerker im Bergfried? Kein 5-Sterne-Hotel, meine Freunde. Eher das Original Escape Room. Nur ohne den lustigen Teil. So ähnlich wie im Frankfurter Berufsverkehr feststecken, nur mit weniger Komfort. Und Hygiene? Sagen wir einfach, mittelalterliche Leute standen mehr auf Rüstungen als auf Duschen. Die hatten wahrscheinlich so ihre eigene Version vom Manhattan-Duft. Also schnappt euch euren Humpen und kommt mit uns, während wir die Geheimnisse und Legenden des Burglebens lüften. Wer hätte gedacht, dass Geschichte so unterhaltsam sein kann? Fast so unterhaltsam wie ein Abend im Frankfurter Varieté. Ja, ein interessantes Video über Burgführungen. Jeder hat bestimmt schon seine Erfahrungen mit Burgführungen gemacht. Schauen wir mal ein bisschen genauer drauf. Fast jeder kennt es. Man nimmt an einer Burgführung teil und verlässt sie mit den Gedanken, oh Hilfe, war das schrecklich. Damit ist nicht die Architektur oder die Burg selbst gemeint, sondern der Inhalt der Führung. Gruselige Geschichten vom angeblich grausamen Mittelalter, düstere Kerker, Folterkammern in jedem Winkel, als wäre jede Burg ein Hort des Grauens gewesen. Doch wer sich intensiv mit mittelalterlicher Geschichte und Burgenforschung beschäftigt, merkt rasch, diese Darstellungen entsprechen nur selten der Realität. Viele Burgen hatten keinen Kerker. Das sogenannte Verlies unter dem Bergfried war häufig ein Lagerraum, nicht zwingend ein Gefängnis. Und das berüchtigte Angstloch war oftmals praktischer Zugang zu diesen tiefer gelegenen Räumen, nicht das Eingangstor zur Hölle. Auch der Begriff Folterkammer ist in den meisten Fällen eine Erfindung der späteren Tourismusgeschichte. In der Fachliteratur wird dieser Mythos längst eingeordnet. Quellenzitat: Der heute verbreitete Eindruck, jede Burg habe eine eigene Folterkammer besessen, ist Resultat romantischer Überhöhungen des 19. Jahrhunderts und hat mit der tatsächlichen Gerichtsbarkeit des Mittelalters nur wenig zu tun. H.J. Hässler, Burgenforschung heute. Und was machen wir nun, wenn eine Führung nicht korrekt ist? Gar nichts. Denn wir erinnern uns daran, dass wir dank dieser Führungen überhaupt Zugang zu vielen Burgen und Schlössern erhalten.
Viele Objekte des Kulturerbes, insbesondere im Privatbesitz, könnten ohne die Einnahmen aus dem Tourismus nicht erhalten oder nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Auch ist es verständlich, dass Eigentümer ihre Gebäude nicht unbeaufsichtigt durch Besucherströme begehen lassen möchten. Ebenso muss man bedenken, eine sachlich fundierte Burgführung verlangt viel historisches Wissen und didaktisches Geschick. Nicht jede oder jeder Ehrenamtliche oder Saisonkraft kann dies in der gebotenen Tiefe leisten. Wenn solche Führungen rein auf Unterhaltung ausgelegt sind, dann ist das Teil des touristischen Konzepts, nicht unbedingt ein wissenschaftlicher Anspruch. Das Fazit. Auch wenn die Führung nicht in jedem Detail der historischen Realität entspricht, bleibt das Entscheidende: Wir haben die Möglichkeit, ein Schloss oder eine Burg zu erleben. Das ist bereits ein großer Wert. Und wer es besser weiß, der darf es gerne im Nachgang einordnen, ohne dabei den Respekt gegenüber jenen zu verlieren, die diese Angebote möglich machen. Ziehen wir Bilanz. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Ohne Turniere, ohne Trompeten oder sonst irgendwas. Wir haben gesehen, nicht alles, was über Burgen erzählt wird, ist auch historisch haltbar. Manches wurde romantisiert, manches dramatisiert und einiges schlichtweg falsch erzählt. Wer Fragen hat, stellt sie mir einfach. Schauen wir mal, vielleicht können wir sie auch beantworten. Denn Burgen sind nicht nur steinerne Ruinen, sondern lebendige Zeugen unserer Geschichte. Und sie haben es verdient, dass man das auch richtig versteht und richtig erzählt. Vielleicht schaut er jetzt bei dem nächsten Burgbesuch auch mal genauer hin. Ist es ein Bergfried? Ist es eine Motte? Ist es ein Turmhügel? Wer weiß, vielleicht auch nur ein festes Haus. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt wachsam auf der eigenen Spurensuche in Stein und Geschichte. Euer Burgenmeister, alias Matthias Helzel. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Und nie vergessen, abonnieren und folgen ist kostenlos.